Herzlich willkommen miteinander zu einer weiteren Folge von Schweizerdeutsch. Wir sitzen zu viert auf dem Sofa, weil wir haben 2 Gäste dabei. Genau. Am besten könnt ihr euch mal selber vorstellen, oder? Wer ihr seid. Ist doch gut, ja. Also, dann fange ich an. Ja, alle miteinander. Ich bin der Luca, bin 23, komme aus Brunnen. Und tue mit dem Marco, der neben mir hockt, Sportwagentouren organisieren über mehrere Tage. Und nebenbei bin ich noch im Film- und Fotobusiness tätig, wo ich wirklich kreative Sachen mache, also für meine Kunden. Und ja, das ist so eigentlich das, was ich mache, sage ich jetzt einmal. Und den Niklas kenne ich eigentlich durch den Marco durch. Und den Rico kenne ich eigentlich erst seit heute. Seit vor einer Stunde. Ja, nein, das wäre eigentlich so ein bisschen das. Und mir gibt es eigentlich jetzt über mich persönlich nicht zu erzählen. Also ich wüsste jetzt auch mal nichts, wo wichtig ist. Ja. Gell? Du und du? My turn. Hallo zusammen, ich bin der Marco, wird 29. Natürlich habe ich nicht so einen schönen Dialekt wie da hinten. Ich bin ein Zürcher. Und ja, ich habe eigentlich den Niklas durch den Tim Bernhard kennengelernt an der NLS-Rennen, Season Opening. Der Tim Bernhard war noch nie hier gewesen. Also unsere Community kennt den Tim gar nicht. Dann wissen er ist ein Teil von der Community. Dann wissen wir, wer wir einladen müssen. Ja, der ist auch auf der Liste. Ja, das ist tatsächlich so. Ja. Genau, ihn habe ich eben den Niklas kennengelernt so, und Rico auch seit einer Stunde kennengelernt. Und den Luca kenne ich eben von der Klöntaler See, wo wir uns 2020 etwa kennengelernt haben, plus minus. Ja, plus minus, ja. Was war denn dort so gewesen? Also, wie habt ihr euch dort kennengelernt? Also Klöntaler See, haben ihr dort einfach... Sind ihr random dort gewesen, oder was war das? Ja, soll ich erzählen oder du? Erzählst du das mal? Also, ich bin dort rauf, einmal um Aufnahmen im Schnee machen, weil es halt wirklich der tiefste Winter war, arschkalt, aber wirklich klar. Also klares Wetter, so ganz schön und einfach eben, wie schon gesagt, arschkalt gewesen, das Klöntaler See gefroren. Bin ich dort hintergefahren, um einfach Drohnenaufnahmen zu machen und sonst ein bisschen Bilder und so weiter und so fort. Dann bin ich eigentlich dort so ein bisschen Drohnen geflogen. So. Dann plötzlich haben wir halt 3 mit einem Audi, jeden einzeln, oder? Genau neben mir, ich dachte, ja, es hat eigentlich genug Parkplätze rundherum, oder? Ich dort am Drohnen fliege, genau einen, etwa 2 Meter nach mir. Also neben mir, besser gesagt. Steigt einer aus, haltet er da, dachte ich, ja, du bist jetzt ganz Schlauen, oder? Hat er genug andere Parkplätze? Nein, du musst genau neben mir dort parkieren, wo ich stehe, oder? Nummernschild da, Zürcher. Ich so, ja, toll, oder? Nein, hey. Nein. Wo das Zürich-Bashing hier. Schon Diskriminierung jetzt, stopp! Und dann, steigt er so aus, oder? Ich denke, oh, sicher einer, der irgendetwas sagt wegen privat und weiss ich nicht was. Und ob ich da die Drohnenprüfung allenfalls heimgehe. Gut, das hat es noch nicht gegeben, aber das weisst du nie, ob es irgendeiner meint, er weiss es besser und weiss ich nicht was. Dann, steigt er so aus, der Marco, und sagt, ja, hey, was hast du für eine Drohne? Ich bin der Marco, ich bin der Luca, Mavic Air 2 und so weiter und so fort. So haben wir das eigentlich uns kennengelernt, sagen wir es so eigentlich. Und dann haben wir schlussendlich eigentlich noch Drohnenaufnahmen gemacht von dir, mit dem Krigi und mit dem Lukas. Das sind echt 2 Kollegen von ihm. Genau. Sagen wir es so. Also den Krigi kenne ich natürlich auch durch Shooting nachher so. Wird auch bald wieder etwas geben. Eigentlich so durch, also ich wüsste es nicht irgendwie anders. Also einfach random in dem Fall. Genau, ja, und dann haben wir die Sachen natürlich dann angeschickt, so Bilder und Videos allen. Und ich mit ihm eigentlich am meisten Kontakt gehabt, eigentlich so ein bisschen regelmässig. Und jetzt sehen wir uns eigentlich ich sage im Monat. Sicher 2-3 Mal? Ja, im Monat mindestens eines, sage ich jetzt einmal. Je nachdem halt. 2 Mal, je nachdem. Kommt immer ein bisschen drauf an. Gell? Ja. Nice. Safe. Ihr sitzt da mit einem gleichen T-Shirt. Stimmt. Matching Looks haben wir auch. Ja. Was hat das auf sich? Also ich weiss ja schon etwas. Du weißt... Ja, ich weiss es auch, aber ich bin da nicht so deep in der Materie wie du. Also erzähl mal, was heisst jetzt AR? Was ist das? Was macht das? Willst du übernehmen oder so dich? Erzähl doch du mal etwas, kann ich etwas dazu noch sagen. Also, OR du kannst dir ein paar Fragen überlegen. Ja, ich höre jetzt aufmerksam zu. Ich kann das Ding schon. Also OR heisst Alpine Rally. Also wir haben eine Gruppe gegründet auf Instagram und auf WhatsApp. Und wir bieten die Sportwagentour an in der Europaweiss. Also jetzt momentan ist die erste Tour, die wir machen in den Dolomiten.
Und natürlich auch preisgünstig, also wir wollen da niemand über die Ohren hauen oder so. Einfach alles inklusive das meiste. Und ja, das ist so unsere Idee und die Anmeldungen sind draussen, die Hotels sind alles gezahlt und ja, wird cool, freue mich im Juni. Ja, also wir haben jetzt wirklich mal also angefangen hat es eigentlich in dem Sinn, dass wir das Ganze mal besprochen haben, also, weil ich halt wirklich einfach mal irgendetwas umsetzen und eigentlich sind wir dann eigentlich so ein bisschen auf die Idee gekommen, etwas zu machen. Haben wir das Ganze mal angeschaut und jetzt sind wir echt zum Schluss gekommen, ja du, das ziehen wir durch und so weiter und so fort und jetzt schauen wir, wie das Ganze zustande kommt und wir haben jetzt wirklich für die Dolomiten ist auch jeder Platz vergeben, also dort ist wirklich alles schon fix. Jetzt haben wir noch ein paar Plätze für im Schwarzwald im Herbst, 6. bis 7. September, da gehen wir echt Samstag, Sonntag mit einem wirklich auch mit einem coolen Hotel und wird echt gefahren und das Ganze wird eigentlich von mir als eigentlich begleiten mit dem Niklas zusammen, weil ich uns angefragt hat zum Filmen, zum Helfen. Zuerst habe ich gedacht, nein, das geht eigentlich schon allein, aber wenn es so halt ein bisschen ist, es wird einfach ein Stress sein, darum habe ich gesagt, ja du, wenn das Zweite kannst machen, ist es sicher viel besser als allein, weil ja, dann kannst du auch ein bisschen diesem etwas übergeben und dann können wir das Ganze austauschen und lieber haben zwei eine Idee als eine, weil dann kannst du sich so, sage ich jetzt mal, besser ergänzen und voll, ja, denke, das kommt gut. So. Und ich habe auch Spass daran, ich kann ja auch Tour mitfahren. Genau. Darum ist es ein Win-Win-Ding, oder? Und du hast einen lieben Vater, der eigentlich das Mediacard zur Verfügung stellt. Ja, also voll. da Das kommt dann ist auch so. etwas. Das Problem war, wir haben halt das Ganze überlegt, wie sollen wir das machen mit dem Filmen. Ich habe einen Passat noch und ich habe noch einen Golf 8 GT. Und da habe ich halt wirklich ein Scarrig. Und an das Scarrig an, das ist halt schon... brauchst halt einfach Platz und musst das halt ist einfach... ein Scarrig, jetzt für die Leute einfach, die jetzt keine Ahnung haben von Kamera. Also Scarrig ist eigentlich ein System, Ja, wo du eigentlich am Auto kannst anmachen mit Spannset oder mit sonst auf die Anhängerkuppe. Es gibt natürlich x verschiedene Varianten. Es gibt von günstig bis sacketeuer. Je nachdem natürlich, was du brauchst und was du willst. Dann kannst du eigentlich an das deine Kamera festmachen, anmachen. So. Und dann gibt es eigentlich noch so dynamische Auto-Footage. Das ist einfach so ein Arm, wo als Autoführer kannst... Eigentlich, ja, eigentlich so ein Gestell, sage ich jetzt einmal. So okay, ein dann Gestell, wo du weiss ich, was kannst, es ist, ja. das machst du auch mit dem Spannset da, weil es besser machst du es so als gar nicht. Weil Das wenn ist halt alles ja, aber ich verlust. sagen, wenn der 3'000-4'000 Franken so am Boden runtergeht, das tut der Nicht so nice, schon ja. 50 km/h etwa, oder wie schnell etwa? Oder? Ja, das wissen wir noch nicht genau, aber es wird sicher gute Geschwindigkeiten geben. Ja, Weil ich sage, wenn man das mit dem Spannset da macht, gehörig mit 2, dann hebt das. Und es wird auch sonst kein Problem geben. Also klar, musst du schon ein paar Sachen beachten, was darfst und was sollst du nicht. Und hättest du es auch anders können lösen aus dem Kofferraum raus, aber das ist nicht legal, das möchten wir nicht. Wir sind nicht andere, die das so möchten. Brand safe. Weisst du nie, immer irgendwo beobachtet dich immer irgendwie jemand und darum sage ich, was bringt das? Wir wollen dann schon etwas Legales machen, weil es bringt ja nicht ein illegales Tuning, das ist ein Scheiß, das machst du nicht, also meiner Meinung nach darum, das bringt es nicht. Dann tun wir das echt so eigentlich am 5er BMW vom Niklas, seinem Vater, eigentlich anmachen, weil das ist wirklich ein Auto, das halt wirklich Platz hat. Und wir sind das dritte dort drin, also einer, der fährt, Niklas sicher und ich habe halt schon recht Equipment, wo halt einfach Platz musst haben und du nimmst alles mit, auch wenn es wahrscheinlich jetzt viel wird sein, lieber hast du zu viel dabei als zu wenig. Richtig. Ja, das ist echt so ein bisschen das, darum sind wir wirklich mega froh darum, dass das geht und der Niklas könnte nicht geschaltet fahren. Danke fürs Liken, aber ja. Ich könnte schon, wenn ich will, aber ich muss wieder reinkommen, ich bin mega lang nicht mehr. Das ist so ein bisschen das Ding. Ja gut, stimmt. Aber ja, ich fahre lieber Automat, das ist so. Automatisch geoutet. Und vor allem für so lange Strecken ist halt Automat schon gemütlich. Das ist mega gemütlich, klar. Und ich meine mit dem Tesla, also ich bin ein Tesla-Fahrer, so mit der Beschleunigung in den Bergen und so ohne Schalter. Klar, mit dem Schalter macht schon mehr Bock, denke ich mal. Aber wenn du einfach aufs Gaspedal kannst drücken, ohne zu denken müssen und so, das finde ich einfach auch schon hure geil. Ja, ist so. Aber klar, ihr seid jetzt voll nicht auf der Elektroschiene wie ich. Also es ist schon ein spannendes Thema. Ja. Es ist schon ein spannendes Thema, sage ich jetzt mal. Aber die Zukunft wird das nicht sein. Ja. Sehe ich auch so.
Für so Mal schauen. hin und her zum Arbeiten und so, habe ich auch nichts dagegen, würde ich es auch machen, ja. Aber sonst so... Es ist halt einfach das Langstreckenthema, oder? Das ist das grösste Problem, oder? Ja. Also, klar, beim Daily ist super, also wirklich. Also ich sehe es ja selber. Ich fahre zum Arbeiten, stecke mein Auto ein Ja, und dann... Und vielleicht, keine Ahnung, habe ich unter 100 Stutz im Monat Ausgaben für das Ding, oder? So, ja. Aber es sollte ja nicht das Hauptthema sein, über Antrieb und so, was jetzt da so ein bisschen, eben, so eure Favoriten sind. Ich glaube, das ist geklärt. Aber die Frage von uns war eigentlich, so, was sind so für Touren geplant? Klar, ich habe das jetzt schon gesagt. Dolomiten und Ding, Schwarzwald. Ich habe nachher auch noch eine Frage, die mir in den Sinn kam, vorhin, wo du das erzählt hast. Also, Ja. wenn du es über Touren erzählst, oder? Spielt uns keine Rolle. Gut, dann grätsche ich mal dazwischen. Okay, gut, ja, mach Mir mal. ist vorhin, wo du das erzählt hast, mir ist eine Frage in den Sinn gekommen, du hast es schon ein bisschen beantwortet, oder? Aber ich bin wirklich voll nicht im Autothema Ja, drin. alles gut. Null. Null, wirklich null. Ich glaube, keiner, der so wenig mit Autos zu tun hat wie er. Das ist wirklich so. Crazy. Ihr macht ja die Touren, oder? Genau. Ich habe mich gefragt, wie sind ihr auf die Idee gekommen, so eine Tour zu machen? Weißt du, dass ihr das Ganze organisiert oder so? Weil ich finde es wirklich vom Hören auch eine richtig coole Idee. Du siehst ein bisschen Städte, Landschaften, dies, das, oder? Aber mich würde auch interessieren, wie ihr auf die Idee gekommen sind. Ja, ich sage jetzt mal eigentlich ganz spontan, sage ich jetzt mal, weil ich sage, bei uns in der Also soll ich Schweiz... zuerst mal reinfunken, oder willst du zuerst? Ja, nein, wenn etwas... Also eigentlich habe ich schon immer mit meinen RS3-Leuten immer so ein bisschen Touren gemacht und ich habe es halt ein bisschen langweilig gefunden, immer Audi. Und dann habe ich am Luca gesagt, komm, wir könnten ja das ein bisschen Open Branding machen, also mit anderen Marken. Und ja, das kannst du weiter erzählen. Ja, dann haben wir halt irgendwie gesagt, ja, du, in der Schweiz gibt es das. Es gibt schon so Autoclubs und so weiter und so fort, aber das ist halt wirklich mehr rein so ein Treffen, wo Tuning-Autos dabei ist, Ja. wo halt tiefer sind, wo halt eine andere Abgasanlage drunter haben. Klar, mein Golf ist auch gemacht, sein RS ist auch gemacht, ja. Aber wir müssen uns nicht präsentieren irgendwo auf einem Platz, das ist nicht unser Ziel, sondern wir wollen ja etwas sehen. Wir wollen nicht einmal so, oh, ich gehe nur an das treffen und so und habe Angst, wenn irgendetwas einen Steinschlag bekommst und so weiter und so fort. Klar ist es scheiße, aber ich sage, ein Auto ist immer noch ein Gebrauchsgegenstand. Ich bin letztes Jahr im Mai mit einem Kollegen auf Nizza runtergefahren. Die französische Alpen gekommen. Das war so ein geiles Erlebnis gewesen. Ich kann einfach nachdem müssen Koppelstangen machen, weil einfach französische und italienische Autobahnen einfach ganz räudig sind. Das ist halt einfach so darum... ja, aber mit so Sachen musst du leben und es ist halt doch, wenn du einfach auf die Bilder zurückblickst, so einen schönen Sonnenuntergang irgendwie am Meer mit dem Auto oder in den Bergen oben, von einem schönen Aussichtspunkt, das zeigt einfach mehr und das willst du anderen Leuten auch bieten. Darum sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, das zu machen. Sage ich jetzt einmal. Und bei uns in der Schweiz ist es halt wirklich einfach weniger bekannt als an anderen Orten. Und wenn, dann ist es bekannt einfach für Leute, die halt das Geld haben, die zum Beispiel ein Ferrari oder Supersportautos ja, halt. wirklich ein Ferrari, Lamborghini fahren und das ist nicht unser Ziel, weil das kostet halt einfach ein Vermögen. Ich sage so für 4 Tage 2'500 Stutz. Wenn du so siehst, das zahlt dir kein Mensch. Und wenn wir es eigentlich wirklich super Angebot machen mit super Hotels, so 3-4-Sterne-Hotels, so wirklich mit Wellness dabei ist, wenn wir weitergehen, mit Halbpension, die dabei ist und einfach das ganze Mediazeugs und so Sachen halt, haben wir halt wirklich preisgünstig anbieten. So. Darum, ja, ich denke, sind wir auf einem guten Weg und falls jemand von euch auch ein Auto hätte, so Golf GT darauf oder sonst irgendjemand. Oder so, Leon, Cupra. Ja, einfach sehr gerne bei uns. Mit dem Jeep, du? Bei uns Mit dem Jeep, Abschleppen. Gerne bei uns vorbeischauen auf Alpine Rallye. Webseite sind wir dran, da bin ich dran. Und ja, könnt euch gerne dort, uns anschreiben, wenn ihr irgendwie Interesse hättet. Für Schwarzwald hat man noch 1-2 Plätze, wäre dort noch frei. Darum, ja, wenn jemand von euch Interesse hat, warum nicht? Mit uns zusammen Genau, ich tue eigentlich nachher im Video durch eure Links rein. Genau, ja, das ist doch cool. Perfekt. Genau, könnt ihr mal abchecken, genau. Aber gerade eine gute Frage von mir. So, du hast jetzt gerade angetönt, eben so Golf geht hier drauf. Was für Autos sind denn jetzt schon dabei? Kann man das sagen? Darf man das sagen? Ja, sicher. Das kann man eigentlich schon liegen, so, oder? was sind da für Autos schon dabei? Also ich meine, klar, du mit dem RS wahrscheinlich, oder? Ich muss ja. Nein, musst- Spaß. Du mit deinem Audi RS3, Genau. einen schönen Blau, und du
bist jetzt nicht mit deinem GT, du kommst Nein. mit mir, mit Nein, dem BMW. ich fahre auch mit, ja, weil es bringt dir nichts, Ja, wenn klar, ich filmen genau. und fahren, das kann ich nicht. Darum, was sind denn da so für Autos dabei? Es ist sicher noch ein Porsche GT3 RS dabei, liebe Grüße an dich, Bese. Dann noch ein RS3, also zweimal, plus ein Volvo V60 Polestar ist dabei. Ja, okay. Dann noch ein... Ja, im schönen Blau. Das Einzige, was man etwas sagt, ist Porsche GT3 RS. Immerhin etwas, das ist schon mal gut. Irgendwie etwas, ja. Besser das wie nichts. Ja. Und aber dann der ist noch ein da bin ich TTRS. TTRS dabei, der Sören von Belgien, kommt extra von Belgien. Von Belgien, also. Also ich sage nur schon von dort, wo er wohnt. Das ist in der Nähe von Le Havre, oder wie das heisst. Ja. 800 Kilometer. Mindestens kannst du. 800 Ja. Kilometer. Also Ein fährt er- Weg. Ein Weg. Okay. Nur zum Startpunkt von uns. Okay, Aber er nicht hat mir schlecht. geschrieben, ich bin mit ihm regelmäßig in Kontakt und hat gesagt, er macht dann auch sonst noch so einen Roadtrip durch die Schweiz, so, kann Grand Ixas, zum Beispiel die Staumauer im Wallis müssen schicken, wenn mich gefragt wurde, was das ist, er würde das gerne anschauen. So. Dann ergänzt sich das eigentlich, ja, tipptopp. Es sind eigentlich so ein bisschen, die Richtung sind die Autos jetzt dabei. So. Und dann ist noch ein 8R dabei, Golf 8R, Genau. der Marco ist auch dabei. Schöner Golf 8. Ja, ist auch ein bisschen gemacht, darum sind wir eigentlich eine gute Gruppe, wirklich familiär und alles und mit den Begleitpersonen für die Eine dabei haben. eine dabei haben, wird es, glaube ich, ganz eine coole Gruppe. Bis jetzt mal Schwarzwald, dort ist sicher ein 8er Clubsport dabei. Dort ist ein RS3 auch wieder dabei. Genau. Weiter weiss ich jetzt gerade nicht, was sonst noch dabei Und der ist. Perse natürlich auch wieder mit Ein dem Cupra Porsche. ist noch dabei. Nein, der PC kann nicht. Ah, nicht? Nein, Okay. PC kann nicht. Ja, sonst weiss ich jetzt auch nicht ganz genau. Ich müsste in die Anmeldungen hineinschauen. Alright. Aber auch einer, der wieder von weit weg kommt, dort am Schwarzwald. Von Aachen kommt er ja. Ja, der Victor. Ja, genau, der Victor. Gut, ja, nice. Hast du noch eine Frage? Nein, das war meine Frage vorhin. Okay. Ich habe auch noch eine Frage. Ah, nein. So, das Alpine Rally-Thema, das haben wir jetzt das Jahr oder letztes Jahr gestartet? Oder? Letztes Jahr eigentlich im Herbst. genau. Okay. Was ist denn so das Ziel oder wo wollt ihr so in 5 Jahren mit Alpine Rally stehen? So, POV-Bewerbungsgespräch. Ich fühle mich so wie beim HR. Gell? Ich will jetzt hier Kann ich den vorne Telefonjoker benutzen? Wer willst du denn anrufen? Einer vom HR. Easy. Die geht schon gut, ja. Nein. Was wir in 5 Jahren haben wollen. Ja, was in 5 Jahren so das Ziel ist von der Alpine Rally? Wo wollt ihr sein? Wollt ihr irgendwie voll bekannt werden? So? Oder habt ihr irgendein Vorbild oder so etwas, wo ihr nachher gehen oder irgendetwas? Oder? Also der Luke hat da ein paar Vorbilder, die er mir jedes Mal schickt. Und ja. Ja, nein, also ich sage jetzt mal so, in 5 Jahren wäre sicher das Ziel, dass man uns sehr gut kennt, dass man unsere Trips gut in Erinnerung hat, dass wir wirklich Teilnehmer alle Jahre würden sehen, so die Stammteilnehmer, und wirklich ein familiäres Verhältnis hat und mit diversen Sponsoren, das wäre natürlich ganz cool, sagen wir jetzt mal. Wir haben schon 2 Partnerschaften, jetzt also zum Beispiel auf Autoreinigung haben wir jetzt bei uns haben wir da 15% Rabatt über mit Innen- und Aussenreinigungen, so Innenreinigung 10 und Aussenreinigung einfach auch 10%, so, da sind wir immer fleissig dran. Aber Stand jetzt so, eben, was in 5 Jahren ist, vorzunehmen, sage ich mal, aber es wäre sicher cool, wenn wir mit diversen Partnern eigentlich eine Zusammenarbeit hätten, so mit Sponsoring-mässig und so, dass eigentlich ein Alpine Arena wirklich eine eingetragene Firma ist, so GmbH oder allenfalls ein AG, wenn es so wäre. Also das wäre eigentlich so ein bisschen meine Vision dahinter, oder besser gesagt unsere Vision. Darum sind wir da diverse Abklärungen machen, weil ich das ganze Marketing im Ding machen, mit der Werbung und Firmen anschreiben und so weiter und so fort. Also es ist dann nicht die Leute, die denken, ja, das ist ja nichts, das ist ja keine Arbeit, das ist eine riesige Organisation Das dahinter. glaube ich schon, dass das organisatorisch sehr anspruchsvoll ist. Vor allem nur schon die ganzen Hotels anfragen. Ja. So. Ja, Auch wenn's Hotels mehrtägig ist. raussuchen, weißt du, für das Budget, du hast wirklich ausgerechnet, für jeden Teilnehmer hast du das ungefähr zur Verfügung. Du musst halt schauen, ob das geht, und dann musst du halt Alternativen und Offerten suchen, und dann musst du halt auch mit Hotels reden und sagen, ja, wir haben nur das Budget, können wir da irgendwie etwas machen. Klar, Dann ja. heisst dann noch schnell, ja, es ist möglich oder nein, es ist nicht möglich. Es ist so, es ist halt wirklich eben es herausfinden und dann mit den Hotels, sag ich mal, persönlich vorbeigehen, das ist immer das Wichtigste, dass da die Hotels schon mal kennst und einfach auch die Leute kennst. Das haben wir halt gemacht, wenn wir den ganzen Probetrip gemacht haben, von der ganzen
Routen jetzt mal abgefahren und übernachtet. Also von den Dolomiten, oder? Genau, von den Dolomiten auf Schwarzwald sind wir jetzt auch dran. Sobald es Besser Wetter ist. schöner ist, denke ich, wird das auch irgendwann kommen. Und es gibt immer ein Video dazu. Das war mir auch wichtig gewesen. Viele bieten das nicht an, aber wir bieten das an, weil ich sage denen, wir wollen ja sehen, was sie erwarten und nicht erst dort gehst, so, aha, oh, das ist aber nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Lieber zeigst du das Vorgänger schon, machst Bilder, machst ein Video, dann sehen sie genau, oh, ja, das passt mir oder oh, nein, das passt mir nicht. Da kannst du wirklich, ja, sag ich mal, es ist so ein bisschen für das, wo wir das Ganze halt machen. Cool. Chillig, ja. Nein, viel glücklich. Hey. Wirklich super Projekt, ja, danke. viel Glück. So, Alpine Rally Thema abgehakt. Ja, jetzt kommt das andere Thema so schnell. Jetzt geht es weiter. Und zwar, wir haben uns eine gemeinsame Frage. Also, es ist noch so, wir haben natürlich unsere Community eine Frage, also so ein bisschen Fragen gestellt und so. Also einfach. Nein, Bro. Das läuft anscheinend. Was willst du eben? Wir haben der Community gefragt, ob sie Fragen an euch haben. Oder? Ja. Und wir haben uns zuerst aber noch eine gemeinsame Frage so für uns alle in der Gruppe. Wo jeder kann beantworten. Wo jeder kann beantworten, ausdenkt. Und zwar, es ist ganz easy, aber was ist euer Traumauto? Puff. Die Frage kann sogar ich beantworten. Das ist krass. Das ist Und es geht um Autos. Das ist wirklich krass. Du bist in dem Fall schneller beim Entscheiden wie ich. In dem Fall. Ich habe halt so 1-2 Autos, die ich cool finde, aber ich kann nicht mal den ganzen Namen von diesen Autos. Bro, also wenn ich unlimitiert Geld hätte, wäre es ein LaFerrari. Puff. Ja. Ganz schön, Und ja. ich sage einfach bezeichnet ein Hellcat. Ist Das Auto finde ich schön optisch einfach, aber was das kann, wie schnell das ist, wieder keine Ahnung, Mann. V8, 721 PS. Ja, chillig, danke. Und Heckantrieb natürlich. Einfach ein Buch. Ja. Einfach ein Buch. Ja, also Luca, du kannst anfangen. Ja, es kommt jetzt ein bisschen darauf an. Ich tue das halt wirklich immer so ein bisschen Preisklassen unterscheiden, sage ich jetzt einmal. Aber wenn ich jetzt wirklich Geld hätte... Unlimited Budget. Unlimitiert. Sagen wir so. 3 Autos. 3 Autos. Alltagsauto, Sportauto und Familienauto. Also, Alltagsauto ist bei mir ganz klar... Kann ich raten? Ja. Tesla. Spaß. Also nein, ich sage jetzt wirklich, für so ein Alltagsauto wäre bei mir so ein Golf R. Weil einfach, du hast alles. Du hast alles dabei, Weißt du, was ein Golf R ist? Ein Auto? VW, oder? VW. Ja. VW Golf R. Das werde ich auch noch kommen, ja. Das VW Golf R finde ich einfach ein perfektes Alltagsauto. Du hast doch 333 PS in der aktuellen Variante, du hast Allrad, du hast einigermaßen guten Sound, sage ich jetzt mal. Shit, mein Handy ist voll runtergekippt. Redet weiter. Ja, leider gibt es noch nicht als handgeschaltete. Das ist ja so, der gibt den 7er gibt's noch. So. Aber ja, wäre eigentlich so mein perfektes Alltagsauto. Verbrauch ist eigentlich auch okay. Dann als Familienauto, sage ich jetzt ganz klar, ist es ein Audi A6, 3 Liter Diesel. Ja, das sind geile Autos, brauchen nicht viel und hast halt doch das Drehmoment. Sag ich jetzt mal, hast halt Platz. Oder auch so 5er BMW-mässig. So das. Ja, wenn jetzt unlimitiert Geld hat, wäre es natürlich ein Porsche Carrera GT. Als Sportauto. Ja. Ja, das ist nice, ja. Finde ich ganz ein geiles Auto. Bei dir? Vor allem, er ist Handschalter. Das ist halt das Geile daran. Nachher mir 2 anwaschen. Hör mal auf, Mann. Also, ja, Alltagsauto ist schwierig. Es gibt mega gut viele Alltagsautos, sagen wir es mal so. Ich sage mal, ein RS3, den ich fahre, ist eigentlich perfekt im Alltag, wenn man nicht tiefer leitet. Ja, haben wir gesehen, wie der TÜV Garage einfährt. Ja, alles legal, natürlich. Du reinkommen, oder was? Ja, ich habe schon müssen schauen, ein bisschen, So. aber ja, es ist schon gegangen. Ja, Alltagsauto, ein RS3. Traumauto, gibt viele. Sagen wir Porsche 911, 992 GTRS, der neue ist halt schon ganz wild. Das ist ja geil, ja. Und als Familienauto denke ich mal, so heute Morgen habe ich Formel 1 geschaut, ein DBX ist halt schon noch, SUV ist halt schon richtig wild mit 720 PS. Ja. Ja, du eben, jeder hat andere Geschmäcker, Sachen. genau. Ist ja so. Ich meine,
Ein A6 ist jetzt auch nichts Spezielles, aber so ein Familienauto und hat Langstrecke, das ist perfekt. Ja, das schon. Weil was brauchst du als Familie irgendwie 600 PS? Nichts. Also nützt dir nichts. Kannst du in der Schweiz eh nur 120 fahren? Ja, aber er hat ja gesagt unlimitiert, darum. Ja, dann wäre, ja eben, hätte ich gesagt, bei mir Carrera GT. Also, next one. Also bei mir ist es so, ich kann raus. ein paar Automodelle, aber es sind jetzt nicht so die übelst krassen. Also ich bin jetzt auch nicht so tief im Autogame, muss ich ehrlich sagen. Wir sagen jetzt so ein paar Modellnamen, wie jetzt ihr so gesagt habt, aber nicht so wie beim Rico, wo mir so gar nichts sagt. Hey. Ich bin stolz, dass ich 2 Autos kenne. Krass, oder? Ich kann vielleicht 5 Automarken aufzählen oder so. Schon? Nein, Boah, das ist mal so ein Challenge. Spiel. Boah, wenn ich mit Logos sage, ich muss sagen, was es ist. Ja, das wird mal Das gut. bringe ich aber glaub, noch einigermaßen Ja. an im Fall. Okay. Wie das Insta-Reel, so, wo VW kommt und Pagani und diese sagt so Passat. Voll. Ja, Pagani kenne ich zum Beispiel nicht. Ja, krass. Ja. Super Das Sport. kann ich nicht. Super Sportauto, ja. Wie Königsegg. Königsegg sagt er etwas? Nein. Okay. Also bei mir, Alltagsauto, definitiv ein elektrisches Auto. Ob es jetzt Tesla muss sein, Taycan. boah, das wäre, ja, aber das ist schon wieder ein bisschen zu sportlich und halt zu klein, denke ich, so für Alltag. Ja, weißt. stimmt auch wieder. Darum, ich hätte sogar gesagt, Alltagsauto, jetzt, Cobra Born. Bro, red nicht immer rein. Entweder das, was ich jetzt habe, das Tesla Model 3, oder tatsächlich das Tesla Model Y, einfach aus dem Grund, weil das Tesla Model Y verdammt viel Platz hat. Also wirklich, ich kenne kein Auto, das so günstig ist, so viel drin hat, so von der Softwarezeug und alles. Klar, es ist jetzt Tesla, jetzt Elon Musk hat komplett weggeschoben und so. Du brauchst noch den Kleber. Der Kleber kommt. Der Ich habe ihn Kleber bestellt, ich habe ihn bestellt. Schon, hast du bestellt? Ich habe ihn bestellt, ja. Wann kommt er? Keine Ahnung, Temo, Okay. weisst nie. Irgendwann kommt der. Nein, das Model Y hat verdammt viel Platz. Ich denke, das wäre so mein Alltagsauto. Dann als Familienauto, so als Reiseauto und so, ja, würde ich jetzt entweder einen 5er Kombi BMW nehmen, so wie wir es jetzt haben, oder, wenn es ein bisschen sportlicher sein sollte, ein M3 Touring, Boah, ist ja geil. finde ich. Mit dem M3 Touring. Ey, ich finde das ein verdammt geiles Auto. Also wirklich, ich glaube, das wäre sogar im Moment so mein Traumauto von allen so, der Ja. M3 Touring. Nicht der CS, finde ich ein bisschen, finde ich, keine Ahnung, ist einfach zu teuer, finde ich. Für das, was er mehr hat als der normale M3 Touring. Stell dir vor, Handgeschaltet. Ja. Und als Sportauto, ja, Porsche 911 GT3 RS. Ganz langweilig, denke ich, aber ist halt schon ein Biest. Voll. Ja, das wäre das Thema. Das wäre das Thema. Ihr seid hure ruhig, wo ich das so alles jetzt gesagt habe. Ihr habt so 0 Kommentar gesagt. So, Ja, bevor wir zur Fragerunde kommen, wo der Rico ich vorliest, Ja, richtig. gibt es ein Eltoni-Tasting. Jetzt wird Und spannend. zwar, ich habe ja, oder wie war es? Vor ein paar Wochen haben wir, Wir haben eine Folge gemacht, wo wir über unsere Eltoni-Reihe-Folge, um das ist es gegangen. genau, das war Genau. dann das Normale, habe ich gesagt, glaube ich. Das Normale, nach das Grüne, nach das Orange, weil das Orange habe ich noch nie probiert, oder? Und der hier, Hoi. ihm geht es sehr gut, weil Dir geht's besser. er hat voll mitgedacht und hat einfach eins mitgebracht. Und ich teste das jetzt. Finde ich gut. Also Niklas, Also hat mal hier. gut. Haben wir den Knochen. Können wir das jetzt besser, wenn ich so in 2 rede eigentlich? Ich weiß nicht, ob Okay. das gut ist. Aber ich bin gut gespannt. Ich habe das wirklich... Stößchen. Ist das ist eigentlich voll random, Prost. ja. Ja. Nicht. Hey, ich finde das voll geil. Schon? Ja. Ja, habt ihr es schon mal gehabt? Das nicht. Ich trinke nur das oder das Pfefferminz. Das normale trinkst du nicht. Ab und zu. Was ist deine Reihenfolge? In dem Fall? Meistens orange, grün und nachher blau. Krass. Hätte jetzt echt nicht gedacht. Ich finde das voll geil. Ich finde es okay. Du hast es auch schon gehabt? Ja. Ich würde glaube trotzdem sagen blau, grün, orange. Aber Schon. es ist trotzdem hure geil, ja. Ich würde es mir wieder kaufen, definitiv. Danke dir, gell? Übrigens. doch. So, gehen wir zu der Frage. Gehen wir zu der Frage. Ich tue jetzt das hier auch noch schneller.
Also es sind ein paar random Fragen dabei. Ja, wirklich. Wie soll ich sagen, die meisten von diesen Leuten... Oder kennen die meisten? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nur eine, oder? Ja. Oh nein. Eine Frage ist vom Tim. Ihr kennt den Tim, oder? Yes. Tim Bernhard. Tim fragt, traut der Schiebig auch an Nürburgring raufzufahren oder ist es noch ein bisschen weit für den Bübel? Zitat Tim. Ich gebe das nur wieder. Ja, voll. Küss dein Herz. Ja, gut, was soll ich sagen? Ich bin noch nie dort oben gewesen und ich bin euch ehrlich im Fall, es reizt mich nicht einmal. Okay. Weil ich einfach sage, den fliege ich lieber rauf, weil einfach so lange auf dieser deutschen Autobahn rauffahren. Das ist doch geil. Nein. Ja, nach 2-3 Mal habe ich gesagt, ich bin ja auch Freiburg raus. Ich bin dort auch 256 gefahren. Nicht 236? Nein, 256. Das hat mir noch, bist so müde und denkst so, jetzt muss ich immer noch und so weiter und fort. Ich bin einfach da durch. Ein Flüger ist halt einfach entspannt. Du zahlst es zwar, aber es ist halt einfach viel gemütlicher. Erstens musst du dann nicht am Morgen früh oder weiss ich schon, wenn los. Du kannst am Flughafen, steigst in den Flüger ein, aussteigen und dann kannst du immer noch mit einem Mietauto dort hin. Ja, bist halt einfach viel komfortabler, sage ich jetzt mal. Geht. Du musst du nicht den Stress in Kauf nehmen wegen Stau und dann den Huren Seich. Nein, darum. Gut, musst ja nicht die ganze Zeit selber fahren. Man kann sich ja abwechseln. Also so haben wir es jetzt immer gemacht. Stimmt auch wieder, ja. Klar. Und so war es voll chillig eigentlich. Ja, oder? ist tipptopp gewesen. Vor allem das dritte fährt auch viel schneller durch, habe ich das Gefühl, wenn du jetzt alleine fährst. Ich weiss, du bist ja letztes Mal alleine gekommen, komplett. Ja, voll. Und das ist wahrscheinlich schon ein bisschen her. Es geht, Spotify hilft. Schweizerdeutsch Und, und natürlich unlimitiert. Ja, aber... Das nützt schon. Klar. Macht ja auch wach eigentlich. Ja, finde ich. voll. Wenn du so die ganze 120 fährst... Schlafst du eher ein wie bei 250, 280. Ja, klar, gut. 280 ist crazy, Das ist, Alter. der Typ, der kann nicht. Der kann wirklich ganz gut. Nein. Kommt nicht mal Rainer Winkler ran. Ja, ich fahre Ich mit kann schon mal 200 erzählen, wie scheiße du kannst parkieren und dass du das nicht im Griff hast. Oh je. Ich sage nur Wetzigen. Witzig. In Wil. Ah, bei diesen Posers. Ja, wegen dem Schotter-Parkplatz. Ich parkiere noch gerne auf Schotter. Das hat genau nichts mit dem zu tun. Ja, ist ja gleich. Also, nachher kommen 4 Fragen vom Joris. Der Joris ist ein Kollege von uns. Das ist unser bester Kollege. Ja. Und er hat wirklich random Fragen geschrieben. So zum Beispiel, was sind eure Lieblings-Skigebiete? Also da kann ich jetzt schon mal sagen, ich fahre nicht Ski. Fahrst du kein Ski? Nein. Nicht? Okay. Krass. Ich kann Das nicht ist mir einfach... Also bist du noch nie Ski gefahren? Mal oder? das schon, aber es ist Ja. mir einfach zu blöd, affig, den hohen Plunder anzulegen und einfach saumässig. Ja gut, aber fairer Punkt. Ich fahre auch nicht Ski. Genau aus dem Grund. Ich würde wahrscheinlich, wenn die Ski jetzt nicht angeschrieben wären, würde ich es wahrscheinlich noch verkehrt anlegen. Nein, aber nein, das sagt mir gar nichts. Das sagt mir nichts, das Skifahren. Erstens, das Anstehen, diesen hohen Scheissbändchen jedes Mal, wenn es irgendwo ist, denke ich mir so, hey, zum Glück ihr und ich nicht. Dann die Preise affix und so Skizeugs kostet auch nicht nur 100 Franken. Ja, ja. Wenn es dann nur einmal brauchst im Jahr, nein. Das ist ja so. Nein, ja. dann gehe ich lieber schlitteln. Ja, ich auch. Aber das ist gefährlicher. Aber ich fühle den Punkt, ich fahre auch seit 2-3 Jahren nicht mehr Ski. Wenn mich das letzte Mal Also Ski Kann ich fahren. dort meine Frage allein beantworten, dort beim Skigebiet? Ja, das ist auch. Ja. Es geht ja nicht nur an uns, es geht auch an uns allen. Es geht uns an. Ja, also ich bin fahre auch eigentlich schon seit klein Ski, weil eben meine Eltern haben eine Ferienwohnung in den Bergen oben. Da bin ich eigentlich immer auf der Ski unterwegs und gehe halt eben jedes Jahr sicher so 10 bis 20 Tage Ski fahren. Und ja, das Lieblingsskigebiet finde ich Arosa, Lenzerheim mega schön oder halt Österreich, St. Anton. Bin noch nie gewesen. Muss man gehen, ist wirklich schön. Unser Lieblingsskigebiet? Bro. Hochibrig. Hochibrig. Sattelek. Hochibrig oder Lachs? Müde. Lachs bin ich auch viel gewesen. Lachs bin ich tatsächlich auch noch nie gewesen. Noch nie? Nein. Lachs ist auch ich ganz kann wirklich nur Hochibrig, wo ich war, in Bruni-Region, und Sattelek und Tschechien bin ich glaube auch mal gewesen. Aber ich bin auch nicht, aber null der Skifahren, immer so mit den Schuhen und so. Ja. Sonst, ja, Ja. gut. Also, nächste Frage. Die ist auch wieder völlig random, hat aber auch ein bisschen mit dem gleichen Thema zu tun. Habt ihr lieber Vierer oder Sessel? Nein, warte. Warum? Warum schon voll lachen? Das ist so geil. Habt ihr lieber Vierer oder Sechser Sessel-Bändchen? Auch so aus dem Nichts. Also, Joris,
Warum? Joris. Ehrenmann. Wieso? Warum lachst du so? Das ist so geil. Das ist wirklich random. Also lieber 6er-Sessel, ganz einfach. Sechser, Aus welchem Grund? Weil du bist schneller da oben und es verteilt sich besser die Leute. Darum bist du schneller oben. Ja, also es verteilt sich auch besser, so meine ich unten. Aha, ja, so, Ja, so, Es okay. können halt immer 2 Personen mehr auf das Dings. Das stimmt, ja. Das heisst halt Bei dir, Luca? Du, keine Ahnung, aber ich kann das nicht Der Luca beantworten. läuft lieber rauf. Ich kann das nicht beantworten. Ich fahre nicht Ski, ich gehe selten in ein paar Jahren nicht mehr Sessel gefahren. Ja. Nein, für mich ist, ich finde es schwierig. Solange du nicht anstehen musst, ist mir eigentlich alles gleich. Ja, wir eigentlich auch. Gut, bei den Uhren Skilift damals ist es schon. Ja, voll. Bei dir? Ja, Sechser. Weil Vierer hast siehst du überall, wenn man Sechser-Sessel die Wände siehst. Schon crazy. Okay, Ja. gut. Ja. Gut, nächste Frage von Joris. Also, das ist keine Frage, einfach ein Statement. Euch geht es schon gut. Hat er rausgehauen. Der Typ, ich weiß nicht, was der hatte, wenn er die Frage Können wir gestellt kurz, hat. das dir gerade schon gut machen, aufklären? Ja, Von bitte. wo kommt das? Warum passiert das? Nein, Das kommt von dir. Erklär mal, von wo Schon mal sagen, von wo was du kommt für das eigentlich? Scheiße rauslässt. Ich bin da zu Gast, ich darf nicht alles sagen. Piep. Ja, genau. Nein, das dir geht schon gut an. Von meinem Freundeskreis. Weil ab und zu sind wir eben in Zürich gewesen, und nachher, weil du so siehst, so random Leute, wie es einfach so Scheiß machen. Und dann hat mein Kollege einfach so Spaß gesagt, eben, dem geht schon gut. Und so ist das eben entstanden. Ja, ist schon lustig. Alter, ich muss dir vorstellen, wir sind am Nürburgring. Ich kenne den Typ seit 12 Stunden, nein, nicht mal 12 Stunden, so 2 Stunden. Und dann siehst du irgendeinen Scheiß, was am Nürburgring passiert. Habe ich dir auch immer erzählt. Und dann heisst es einfach von ganz hin aus der hintersten Gruppe so, hier geht schon gut. Das ist jetzt halt einfach so. Auch ein Catchphrase. Das erzählt sich halt einfach umeinander. Es ist halt schon lustig. Darum, ja, Humor muss sein. Ja, eben, Das ist ja so. Ja. Gut, Gut, nächste. letzte Frage von Joris. Habt ihr Spitznamen? Nein, eigentlich nicht. Nein, nicht das. Also, wir sagen jetzt halt viel Schiebung, weil ich zum Nachnamen Schiebung heisse, aber sonst Ja. mehr wüsste ich eigentlich nicht. Bei mir auch nicht, zum Glück nicht. Du bist einfach der Marco. Genau. Oder der Mister, dir geht's gut. Die geht schon gut, Typ. Ja. Ich habe tatsächlich einen Spitznamen. Der Niki. Niki Also Lala. das ist eigentlich so, ja, halt von früher so, als Kind bin ich früher immer oft Niki genannt worden, aber ich stelle mich überall als Niklas vor, darum ist das jetzt ein bisschen, ja, sag ich mal, Ja. ausgestorben, das Niki, aber kann man mir immer noch sagen, wenn man will, also mich stört es nicht. Ich weiss dann einfach, das sind so die neueren Leute, die Niklas sagen, und die Niki sagen, sind ein bisschen die Älteren, die wir schon länger Einfach kennen. Unterteilung. Ja, voll, einfach so alt und neu. nein, aber mich kann man immer, oder Kiel, der Tim spricht mir immer mit Kiel an. Okay. Also immer wenn ich ins Büro komme, Kiel. So, ja. Aber nein, eigentlich so Chillig? nicht, nein. Du? Ja, wir auch nicht. Ich bin einfach immer der Rico. Gut, aber wir haben so untereinander so unsere Ja, Spitznamen. aber das hat glaube jeder, also das ist glaube schon. Alter, ich fange nur mit Knick bei mir zum Beispiel. Ja, ja, wir haben untereinander natürlich hat glaube jeder so ein Spitznamen. Das ist ja Nase. normal. Ja. Ja. Das Thema, das, Ist vorbei. Sind das alle Fragen gewesen? das sind tatsächlich alle Fragen gewesen, ja. Okay. Gut. Kommen wir zu unserem letzten Ding, was wir noch uns vorbereitet haben. Und zwar, wir machen das Spiel jetzt Blind Rating, was wir euch geben. Also, es sind eigentlich 5 Sachen, also 5 Begriffe. Oder 5. Oder ich muss es anders anfangen. Es ist. Es geht darum. Ich muss es nochmal vorlesen. Ich hab's vergessen. Alter, ich bin so. Welcher Kanton fährt am schlimmsten? So, und jetzt geben wir euch 5 Kantone nacheinander und ihr wisst nicht, was danach kommt. Und ihr müsst das E-Ranking von 1 bis 5. 1 ist am schlimmsten und 5 ist am besten. Okay. Willst Hat du? jedes Apparat, oder nicht mehr? Das könnt ihr machen, ja, oder? Ja, jeder separat, hätte ich Okay. gesagt. Genau, Oder? Also fangen wir an. Der erste Kanton, SZ. Wie fahren die Leute aus dem Kanton Schweiz? Da muss ich aufpassen, was ich sage. Ja. Obacht. Obacht. Ich sage, 1 ist gut, hast du gesagt? 1 ist das Beste, 5 ist... Also, 1 ist. Ja, Ich sage mal 2. also 1 ist wirklich am besten. Ich sage 2. Okay. Also in dem Fall fahren sie ziemlich gut. Ja. Okay.
Hätte ich jetzt auch gesagt, ich habe jetzt nie irgendwie etwas gesehen, wo, ja, etwas Bösartiges oder einfach schlimm. Oder, Okay. ja, nein, ich hätte jetzt auch gesagt, etwas 2. Gut, dann das zweite wäre Uri. Ich würde sagen 3. 3. Okay. Ich sage ein 1. 1. Türen fahren am besten. Die fahren gut, ja. Nein, die blockieren immer mit diesen Trakteuren und alles. Ja, okay. Gut. Dann haben wir, hast du weiter? AG. 5. Ja. Achtung, Gefahr, oder? Yes. Aargauer. Und Aargauer Da immer. kommen jetzt Dann haben wir BS. Basel. 4 würde ich jetzt mal sagen. Selten Autos auf der Straße. Eben, die fahren mehr Tramli. Ja, gut. Selten. Ich würde sagen 4. Ja, ich hatte. Ja, nein, das sage ich jetzt eher ein 3. Das 3. Okay. Und zuletzt haben wir St. Gallen. SG. Das ist mein Platz 1 in dem Fall, ja. Bei mir ein 4. Gut. Zufrieden? Zufrieden? Ja, mal. Ja, mal. 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 Kann man machen. Okay. Gut, ja, nein, dann haben wir, glaube ich, die Podcast-Folge durch. Wir machen zum Schluss immer noch eine Empfehlung von der Woche. Also jetzt seit Ja, wieder. vorletzte Woche machen wir wieder. Das ist einfach, es kann alles sein. Also, keine Ahnung, wenn jetzt die Woche, keine Ahnung, mal in dem Wellness gewesen sind, empfehlen das Wellness. Oder keine Ahnung, ich habe jetzt die Pizza Margherita aus dem Tiefkühler genommen. Ja. Die war super gewesen von dieser Marke. Irgendetwas. Er kann Wenn es alles gerade sein. Aktion war. Ja, zum Beispiel. Kann alles sein. Empfehlung. Ich bin ja gestern in Luzern essen gegangen, zu Abend. Im Pacifico habe ich einen geilen Caesar-Salat gehabt. Das ist die Empfehlung. Okay. Geil. Ja. Gut. Bei mir ist, ich war vor 2 Wochen in Zürich gewesen, in einem Smashburger-Laden, Gute Smashburger. Zu gute. Gute Smashburger, kennt ihr das? Nein. Ganz fein. Also wirklich als typisches Smashburger mit Martins Potato Bun und mit der Soße und fein gehackten Zwiebeln und Gurken auch. Also ist wirklich babamässig. Es sieht nicht appetitlich aus, weil es halt einfach flach gedrückt ist wie so ein McDonald's Cheeseburger oder so. Aber es ist wirklich das Fleisch mit der Kruste. Das ist schon etwas Feines gewesen. Aber ich war auch kürzlich in Berlin über Silvester. So, das ist auch etwa auf diesem Level. Also Goldis. Also wo Smashburger. bist du denn in Berlin gewesen? Wie? Wo bist du in Berlin gewesen, go Smashburger essen? Goldis. Ah, auch Goldis. Goldis. Das ist wirklich so eine Kette, wo so... Goldis ist eigentlich so eine Okay. Kette, die das Burger Game relativ verändert hat, eigentlich mit dem Smashburger aufgekommen ist. Also, und sie bieten dann Chicken an und so weiter und so fort. Das ist wirklich Hast du das brutal gekannt? fein. Nein, sagen wir nicht. Nein, Goldis im Fall, das Falsch. ist Baba. Okay. Preise, also für uns Schweizer ist das ein Trinkgeld. So 7 € für einen Burger, das kannst du wirklich nicht viel sagen. Gut. Und der wirklich brutal feine Pommes frites. Ganz fein, so knusprig und mit genug Salz. Und ich habe es auch gerne, wenn es ein bisschen mehr salzig ist. Aber nein, ich sag's euch, der Golden Smashburger, brutal fein. Könnt ihr jetzt gerade irgendwie den 2 essen? Gerade Bock. Ich hätte jetzt auch Bock auf das im Fall. Das wird aufpassen. Das ist nicht schlecht. Ja. Ich habe vor allem auch nichts gegessen heute. Wir haben jetzt 3 und haben nichts gegessen. Crazy. Ja, voll. Rico? Ja, war meine Empfehlung. Ich muss gerade Ich mal muss auch immer. überlegen. Es ist jedes Mal so, wir nehmen uns vor, eine Empfehlung von der Woche zu machen, aber wir wissen nie, was sagen. Ja. Wir sind jetzt wirklich mit Kanonenschuss einfach raus. Ich muss überlegen, wenn ich irgendwo gegessen die Woche. Ich glaube nicht im Fall. Hast du etwas? Ich brauche noch mal eine Minute. Mac? Nein. 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 Soll ich das mit dem Pommes und McFlurry? Nein, das sage ich Nein, komm, mach's nicht. Hell no, man. nicht. Nein. Ich bin gestern am Culture Candela Konzert gewesen. Und ich muss echt sagen, es war eine wirklich geile Show gewesen. Schon. Hätte ich nicht gedacht, dass ich hätte... Wie soll ich sagen, kennt ihr die Culture Candela? Ja doch, Nein. nicht. Doch, haben wir. Ja, genau. Und wie soll ich sagen, die haben, also ich hatte gedacht, es wird einfach ein normales Konzert so mit Musik und Liedern, aber die haben da wirklich eine richtige Tanzshow aufgelegt. Ja. Mit so Tänzerinnen, sie haben auch Tanz und alles, also wirklich, es ist so, sie haben auch voll das Publikum animiert mitzumachen, so alle nach links, alle nach rechts, es ist schon krass, also wenn ihr mal Bock habt auf so etwas, macht es, es ist empfällig. Frag mal Crow und Drake. Frag mal Grove. Mausi. Ja. Jo.
Das ist mir ist mega jetzt doch ein bisschen in den Sinn gekommen. Ich habe gestern Abend, ich bin daheim gewesen, und ich habe so ein Ding geschrieben, einen Aufsatz, eine Art. Und ChatGPT. nein. Nein. Nachher das Real natürlich. Ich habe so Blaulichtfilterbrillen. So. Und die sind hure geil, wenn du so lange am PC bist oder so. Ich habe das Gefühl, die helfen mir. Ah, schon. Ja, voll. Noch nie Das ist meine gebraucht. Empfehlung. Gut. Ja, Passt. 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 Habt ihr noch irgendein abschließendes Wort oder so zu dieser Folge oder irgendwie eine Frage oder irgendetwas? Ride or die, oder? Ja, ich hätte noch etwas. Ich habe es cool gefunden, dass wir da haben dürfen als Gast teilzunehmen. Ja, kein Problem. Also herzlichen Dank, Niklas und Rico. Gar kein Wirklich Problem. cool gewesen, Kein Ding. unterhaltsam. Und ich sage eben, wenn du gute Themen hast oder dich einfach allgemein vorbereitest, hat halt schon einfach eben so eine Struktur dahinter, ist halt schon, finde ich, halt entscheidend. Also jetzt zu dem Podcast meinst du? Ja. Ja. Weil wenn einfach irgendwie ein Schwafel ist... Haben wir es gut gemacht? Ja, nein, ich finde es aber super. Ich höre halt auch viel so podcastmäßig und so weiter und so fort. Ich finde es echt wirklich cool und auch für andere, die haben Themas und so weiter und so fort, oder? Die einen erzählen einfach von ihrem Leben oder sonst irgendwie von etwas, dann kommst du wieder nicht raus. Und darum finde ich es eigentlich mit einer schönen Struktur und einfach so Sachen haben und einfach Vorbereitung finde ich halt wirklich super. Also da kannst du schon irgendwie punkten, sage ich einmal. Ja. Ja, wie soll ich sagen, wir sind halt so, wir machen so ein bisschen alles. Ja, voll. Von strukturiert bis zu gar nicht strukturiert. Also so die Folge mit dem, die letzte Gastfolge war ein bisschen Chrysi-Musik gewesen. Ja, gut. Das Aber das sind auch halt, unsere das besten sind einfach Kollegen. die besten Kollegen, darum ist es halt einfach so ein wirklich durchmischt, jeder redet durchmischt, jeder hat seine eigenen Gedanken zu dem Thema. Darum, ja, aber nein, danke vielmals für das Feedback auch. Danke. Gern. Finden wir super. Und eben nochmal danke, dass wir gekommen sind, auch von meiner Seite aus. Das war mega cool gewesen. Unsere erste Erfahrung von mir aus jetzt mal mit Studium und alles. Und ja, Jo, Happy- danke ja. dir nochmal für das hier, gell, für das Eltoni. gern doch. Das ist wirklich mega nice. Ich kann es ja jetzt denen schreiben, hoffentlich sponsern sie dich endlich. Wenn wir Eltoni den, sponsern. wir haben den Kühlschrank vergessen. Was für ein Ja, zu sagen, das stellt euch vor. Ja, das wissen sie jetzt. Das wissen sie jetzt langsam. Wenn jede Folge immer so gesagt hat, ja, hier muss ein Kühlschrank irgendwann an mit dem Toni und so. Nein. Nein, ich hoffe, euch hat es auch gefallen, Ja. wo euch der Podcast da, die Leute, die den Podcast hier hören, danke vielmals fürs Zuschauen und Zuhören auch. Für die, Genau. die auf Spotify und Apple Podcasts und überall dabei sind. Richtig. Und ja, Bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Peace Bis out. zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao, schöne.